Wachwijzer. Welkom zum Programm Wachwijzer. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Mein Bruder Ruben laat heute wieder mal an. Das ist von der Nachbarn. Sie glende ist nicht hier dabei im Bild, besetzt hier besieht, aber wir haben nicht in der Raum. So von der, weil wir eigentlich auch ein bisschen malen was Ruben an der Wandtafel. Und das Thema von der ist uit Jakobus. Der Ruben, vertel einmal, wo das handelt. Okay, dat is een zeer interessante ding. En de Bibel die braucht ja immer wieder Bilder, um Sachen klarer zu merken. Und Jesus selbst, die braucht viel Gleichnisse, weil der weiß, dann kann der Mensch das besser verstehen und dann nimmt er das besser ab. Mir persönlich helfen Bilder viel, oder auch, wenn ich ein Bibeltext nicht gut verstehe und wenn ich möchte, da sind es eine Bildersprachbahn, dass ich mir dann einfach mal eine Krieg nehme, an eine Wandtafel gehe und mal anfange zu malen. So, und dann gibt das ein Konzept in meinem Kopf, dass ich dann mit einmal Zusammenhänge kriege, mit einmal, aha, so was die das gemeint haben, so ist das. So, und das ist ein von diesen Texten in Jakobus Kapitel 1, durch, mit wieder eine Hänge. Da redet davon, wie die Versuchung an uns arbeitet, und wie Menschen Völker auch sagen, zum Beispiel, die böse Feind ist aber sehr stark, der hat mich sehr versachten, oder die sagen, ich kann dem bloß nicht weiter stehen, ich habe weiter gesündigt. Oder der Gedanke, was an Jakobus ist, was Jakobus da anredet, das kommt sogar so weit, dass Menschen mit dem Gedanken umgehen, dass Gott versagt wird. So, und da stellt Jakobus dann eine Sache sehr klar, indem er sagt, Gott versagt nicht und kann nicht versagt werden, zum Beisen. Ja. Und dann erklärt er durch, wie die Versuchung an uns arbeiten. Er sagt, das sind unsere eigenen Jankers, unsere Begierden. Und dort möchte ich mal ein bisschen an der Wandtafel malen, um ein bisschen eine Idee zu haben, ein bisschen ein Bild zu haben. So, wenn ich hier mal, dann wo ich nicht strome Bilder male, sondern einfach ein bisschen die Ort, was ich besser malen kann. Das sieht nämlich so aus. Und dann werde ich hier boven abschreiben, also ich würde das Wort mal, Entschuldigung, Satan nennen. So, du hast dann einfach ein Mensch gemalt. Ja, die Bibel redet von Satan, also Luzifer, der Hauptengel. Ich muss das einfach mal so ein Betätigen dort. So. Und dann wird wie den Mensch hand, wie als Mensch, und dort wie sozusagen durch ein jeden Ewigkeit. Und Jakobus redet dann davon, die Versuchung, wann die erst passiert, die Versuchung. Und wenn wir andere Bibeltexte dort hören, dann sei wie immer weiter, dass Satan, dass der böse Feind, ist derjenige, der die Versuchung rutschmet. Auf einer anderen Stelle redet davon, dass ein Angel, ein Fischherke, Ja. was der rutschmet und uns was anbeidet. Und wie von der anderen Seite, wir sind rutgefordert, und da redet Jakobus dann von, dass das eine Schwangerschaft gibt. So, diese Schwangerschaft, und das wie mir erschreckend, als ich dort mit einmal, als mir das so klar wird, dass wir manchmal vom Satan schwanger sind. Ich sage das mal sehr applaudlich, aber dass wir so einen engen Kontakt mit dem haben, dass das Bild von Schwangerschaft braucht. Weil er sagt, dass die Versuchung, also dass die Sünde geboren wird. So, wir würden mal sagen, dass ihr eine Schwangerschaft und von der Schwangerschaft ihr habt ein Kind. Und das erste Kind, das heißt Sünde. So, Satan schmiert uns was an. Wenn wir das Beispiel von Jesus nehmen, die 3 Versuchungen, das erste wir Steine zu Brot machen, das zweite wir von der Zinne des Tempels springen, dritte wir anzubeten und er wird ihm alles geben. So, wir können hier ein ganzes Kapitel sehr viel nehmen, was wir sagen, was uns versichert. Das kann Geld sein, das kann Sexualität sein, das kann
schlechte wie Alkohol, Tabak, da haben wir eine ganze Liste, was hier ist, was uns angeboten wird, und immer mit dort versprechen, dann wird die das scheingehen. Dann wirst du, dann hast du was. Das bringt die was. Und das ist immer, was kalt frisst. So, und dann ist das bei uns, dann ist das bei mir persönlich, entscheide ich mich für das Angebot. Und das ist, wo Jakobus von redet. Meine eine Jankers. Okay. Weil, was will ich mehr, wenn ich mit einmal sage, ich kann durch 20 Millionen Guaranische werden, für vielleicht Messner stellen. Das jankert mich. Dann habe ich mit dem Janker zu kämpfen, das sind meine eine Jankers, meine Last, meine Begierde. Und dann fängt das an meinem Kopf an zu arbeiten. Und dann irgendwann dann sage ich, ja, das will ich. So, und in dem Moment entsteht eine Schwangerschaft. So, du sagst dort nicht einmal dem Sohn, ja, ich will das, was du mir anbietest, sondern du berätst den Kopf nach allerhand, wer dann endlich die treffen wird und das endlich reich vor dich ist und das ist endlich doch gut. Und, Sie. Und du muss man dann, auch wenn man mit seiner eigenen Last, wie wollte man sagen, dass man das für sich zu bereden, so du sagst, ja. ist ein gutes Wort. Und du entsteht dann die Schwangerschaft. So. Und dann drehe ich das an meinen Kopf, kriege mit all diesen Wieden, drehe das an meinen Kopf und irgendwann passiert das dann wirklich. Und dann sagt Jakobus, er sagt, dass das ja eine Geburt. Und die Geburt, die heißt Sünde. und du wennst ab das Wort Schwangerschaft, wenn es eine Geburt passieren kann, macht ich mal. Muss eine Schwangerschaft sein. Ja. So, und das erste Kind, das heißt Sünde. So, und wenn wir das Kind, was dadurch entstanden ist, und das hielt sich grausam, aber wenn wir das nicht anbringen, dann gibt es ein zweites Kind. Und das nennt Jakobus, das zweite Kind, ich will mich hier mal mit durchsagen, mal das mal einmal so an. Das zweite Kind, das heißt Tod. Und dann verstehen wir auch besser, auch den ewigen Tod und so was, wo der entstanden wird. So, das ist nicht, dass Gott uns dem bringt, sondern das ist eine Entstehung zwischen dem Sohn, dem Mensch, seine Jankers, dem sein ungehorsam Gott gegenüber. Da entsteht die Schwangerschaft und dann gibt es die Kinder da unten. Erste Sinn. Und dann. Und wenn die nicht abgeriemt wird, nicht behoben wird, dann gibt es irgendwann das zweite Kind, was dann död hat. Ein ewiger Död. Und da hilfst du den Sinn da ab. Okay, das ist ein interessantes Thema und das Geld, was das da gibt. Und ich kijk nu krijgt, wie wir das über die Hand malen, als wir das über das Ganze malen, aber das ist ja über dem Kreuz. Und du ist zu beachten, je eher ich mag, dass ich mit meinen Jankers und mit dem Angebot vom Sohn, dass ich damit zu schaffen habe, je eher ich dort unter dem Kreuz stahlen kann, und je das Blut Jesu Christi stahl, desto leichter ist das. So, wenn ich dort hier bin, all diese Schwangerschaft auftriebe, und das passiert mit dem Blut Jesu Christi, dann kommt das auch nicht zu der Geburt. Aber wenn es zu der Geburt gekommen ist, dass die Sünde all geboren ist immer der einzige Weg über dem Kreuz. Das Blut Jesu Christi merkt mir rein und dort merkt das Tod, das tötet das schlägt auf. Sehr interessant, wenn man das Bild sieht, dann einfach das sein, wo das passiert. Ja. So, wenn du nu, ich weiß, viele von den Menschen, von Jugend haben viele auch Kenia-Tus. Und viele merken sich sorry, Eva, weil wir können Kenia stehen bleiben in dieser Welt, wo wir von da sind. Ja. Ja. Und wo musst du dort erklären, wo können wir als Eltern dann an der Kenia helpen? Eigentlich kann je sagen, das erklären, ja, aber wo geht man da an?
Ik denk door de geschichte aan Jezus in de verzoeking. Oké, ik kom er ervan uit dat de hier ook een deel Bibelkenntnis haben, vele van die. So, we hebben door eine steht, wo Johannes Jesus deupen deed. Wo Jesus gedeupt wordt. En dan zegt dat door dat er zoals een duw vom Himmel kwam en een stem vom Himmel en die zei, dit is mijn geliefde Zoon, aan dem heb ik wohlgefallen. Der gefällt mir, dem Gleichheit. So, ich denke, dass wir eine sehr starke Identitätszuspruch für Jesus, also dass Jesus ganz klar wisst, wer er wir und dass er einen Vater im Himmel hat. Diese Beziehung zwischen Vater und Kind, zwischen Eltern und Kindern, wenn die stimmt und wenn Kinder weiter, meine Mama und Papa, die gleichen mir, du hast eine Zuflucht, du weißt, wer ich sie. Ich brauche nicht Ramsetje in allerhand Dörner am Grut zu sein. So, dann habe ich das gleich neidig, das zu tun. Und bei Jesus wird das so, als er dann in der Wüste nennt, die 40 Tage, wo er versagt wird, oder wo er in der Wüste wie ohne Eten, und dann nachher die Versuchung vom Satan kam, dann hat er das immer klar, dass er eine Beziehung nur sein Vater hat. So, er weiß, wer sein Vater ist. Er weiß, der hat mir viel mehr und viel bessere dabei, als was der Satan kann. Und das ist mir ein interessanter Gedanke. Jesus in der Satan, Luzifer, die kann die sich sehr gut. So, Luzifer, wie am Himmel gewesen, der hat Jesus gedient. Und der hat das Hand gekriegt, dass er den Mensch aus dem Himmel rausgekriegt hat. So, was will der nun? Der will Jesus auch aus dem Himmel raus haben. Und dann will er ihn recht abbauen mit einem Teil von der Dreieinigkeit Gottes, mit dem Mensch und Heu. Und dann hat er ein gutes Equipo in Gott. Und Jesus kann das und er wusste das ganz genau, Gott, mein Vater, der weiß, wer ich bin, der läuft mich, der ist mir gut und der jeft mir meinen Wert. Und Gott sieht das öffentlich auf der Welt ab, zu diesem Jung bekam ich mich. Das ist mein Jung. So, und ich denke, das ist ein System, das wir aus älteren Dörren kennen für unsere Kinder, dass wir unsere Kinder immer weiterlassen, als sie die gut, als sie stolz, dass du mein Jung bist. Ich gleich die, ich mag die. Dass wir diese Botschaften von Identitätszuspruch immer weitergeben. Und dort halt die Kinder an den Moment, wenn die durchkommen, dass die seine, aha, die Satan, die schmidt mich hier was sehr Interessantes haben. Dann wurde die evaluieren. Und dann wurde die denken, okay, was denkt ihr? Das ist interessant. Aber damit einmal fällt die bei, aber meine Pa und meine Ma, die sind mir sehr gut. Die mähen mich. Warum will ich das tun? Und warum will ich das beziehen lassen? So, ich denke, du hast eine sehr starke Kraft, was wir da haben, an dem dort wir die Bestätigung in Leib schenken. Annahme. Sehr interessant. Also, das lehrt ein, aber ich hoffe, dass kann mir uns allem helfen, dass wir einfach das Lehre kennen. Und für die, die Radio gehört haben, vielleicht weil je auf YouTube gehen und ja, Exalta Jesus, Programm Wegweisen, wo je das finden und einfach auch das Bild anschauen. Dankeschön, beim nächsten Mal.